lernen ja in der Schweiz die ganze Zeit Hochdeutsch. Und während der Schule habe ich perfektes Hochdeutsch gesprochen. Seitdem, dass ich aber erwachsen bin und ich weiss nicht, woran das passiert, spreche ich nur noch so Deutsch, oder? Mit so einem bisschen kleinen Schweizer Akzent, oder? Damit mir 100 Kilometer gegen den Wind schmeckt, dass ich ein Schweizer bin. Zum Beispiel so wie heute redet ein Deutscher mit mir. Ich wechsle natürlich auf mein gemeingebrochenes Schweizerdeutsch, oder? Sonst versteht er mich ja nicht, oder nur die Hälfte, oder vielleicht nur ein Viertel. Und dann sagt er zu mir, ach, du kannst auch ohne Probleme Schweizerdeutsch sprechen. Ich verstehe es. Ah, okay, ja, schnell wie catch. Verstehst du im Fall das, hä? Aber es war mir ein bisschen zu schnell. So einen Akzent habe ich noch nie gehört. Ich so, hallo? Aber hallo? Ich weiss zwar auch nicht ganz genau, was ich für ein Mischmasch habe, aber irgendetwas zwischen Zürichdeutsch und irgendwie ein paar andere Sachen da, hä? So schwer ist die Sprache dann auch wieder nicht. Jetzt nochmal zurück zum Videothema eigentlich. Woher kommt das? Woher kommt das Schweizer Hochdeutsche? Früher, ich hätte sogar Hochdeutsch reden. Kennen Sie das Wort ne? Ja, ne, also, ja, ne. Weißt du, was ich meine, ne? Früher, ich habe so Hochdeutsch geredet in der Schule. Sogar Lehrer haben sich darüber abgefuckt, dass ich ne gesagt habe. Jetzt bin ich erwachsen. Ja, grüezi wohl, wie kann ich Ihnen weiterhelfen, oder? Etwas, wenn ich ständig gefragt werde, haben ihr wirklich Hochdeutsch gelernt in der Schule? Von Deutschen? Ja, was sonst für eine Sprache? Schweizerdeutsch, wo keine Rechtschreibung schaut. Ich war schon genug mit diesen Huren Komma, Doppeless, Nomen, Projektiv, Aktiv, Zeitvertief, Adjektiv. Was willst du noch von mir? Kleinschreibung, fuck! Immer die Huren Aufsätze. Oh, ich hätte auch immer Aufsätze müssen schreiben in der Klasse. Jetzt mal einen Kommentar. Ich habe sie gehasst. Ich drehe durch wegen denen.